Yo, 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 Leute, es geht weiter ja bei Xenoblade Chronicles. Ja, endlich mal wieder nach der langen Winterpause, Weihnachtspause, Pipa, Pulala, Po, ist doch auch scheißegal. Geht's hier endlich weiter auf der Suche nach, oder wohl eher auf der Reise nach Kolonie 6 und der Suche nach ihrem kleinen Bruder, glaube ich, oder? Chuchu war doch das, mit dem Bruder. Ach Leute, ich bin schon ein bisschen durcheinander, aber ich habe natürlich auch euren Kommentar durchgelesen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Und ja, ihr habt recht, ich habe in diesen Folgen ein bisschen zu wenig Verzauberung eingesetzt. Das lag auch daran, dass ich mittlerweile mit den Techniken ein bisschen nicht mehr so up to date bin und mal gucken, was Schaller so macht und mich deshalb so auf Schulden nicht mehr konzentriert habe. Ja, soviel dazu. Was das ganze Training betrifft, habt ihr auch recht, ihr müsst mehr trainieren. Das ist von Gegner. Wassernebula Level 17. Ja, später vielleicht. Im Training, ja, schön und gut. Das Problem ist, oder die Frage ist wohl viel eher, Training, soll ich das zeigen, soll ich es offscreen machen, weil Training bedeutet meistens ja auch, dass es relativ langweilig ist und... Was für Gegner? Level 13. Wieso eigentlich nicht? Ja, deshalb müsst ihr das sagen, was ihr dazu denkt, was eure Meinung dazu ist. Soll ich Training, soll ich das zeigen, soll ich es offscreen machen? Natürlich erst, wenn es soweit ist, weil, ja, wie gesagt, Training... ist ja schon und gut, aber bei einem Blindspiel bin ich nicht so der Typ, der da gerne zu viel trainiert oder vorgängig trainiert. Ich trainiere meistens erst dann, wenn es schon fast zu spät ist und ich merke, dass ich dann trainieren muss. Auch so bleibt der Wow-Effekt ein bisschen bestehen und das, denke ich, ist vor allem für Blindspiele umso besser. Ja, Piece of Cake und noch was ganzes, eine ganz andere Frage, und zwar in der Qualität des Videos. Da ich mittlerweile über die HD PVR 2 aufnehme, auch über Full HD, jetzt auch, gut, das ist zwar ein Wii-Spiel, aber ich zocke sie auf der Wii U. Daher meine Frage, also ich glaube, so vor einem Fullscreen-Modus müsste die Qualität noch besser sein als vorher, noch ein bisschen deutlicher und so. Klar, ich meine, Wii hat keine HD-Qualität, das ist schon klar, aber trotzdem müsste es ganz gut aussehen, oder? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. So, Flüchtling, hey, ich muss auch was erzählen! Ich habe es während meinem Gewitter so einen riesigen Schatten gesehen, hier auf der Ebene! Oh nein! Das ist sicher wieder Level 80, oder? Ich kenne das Vieh noch. Was besiegen den weißen Edward? Okay. Das ist so eine Art weiße Hai, na dann Prost Mahlzeit. Danke, dass ihr uns helft, Mann, ich habe noch nie so ein großes Monster gesehen. Na klar! Schuld, du bist doch wahnsinnig! Oh Mann, ich sehe überall Gegner. Oh, bevor ich es vergesse, Leute, bevor ich es vergesse. Noch eine ganz kurze Frage hierbei, und zwar, Moment, das war der falsche, hier. Soll ich das zeigen? Techniken, muss ich noch kurz was verteilen, das stimmt schon, aber ihr seht es ja auch hier bei Schulz zum Beispiel, aber da momentan eine TEP 2287, steht da Buch 1, 2, 3, 4 und Buch oder irgendwie Heft 5, 6, 7, 8 und dann das Buch. Das sind diese Techniken, genau. Jetzt meine Frage, ich schussel, hab's noch vergessen. Wie war das schon wieder? Kann ich die waren ja genau hier in der Itembox, ja, so viel weiß ich noch. Wo ist bereits 2 Wochen her seit der letzten Aufnahme. War das genau hier Technikbücher, kann ich die hier kaufen oder bekommen, wie auch immer. Wisst ihr noch, ob ich diese, ja, sprich beim Händler kaufen kann oder muss da was Besonderes machen, weil ich habe so das Gefühl, dass ich diese schon ein paar Mal hätte kaufen können und mir gesagt habe, nö, wieso brauche ich das? Ich bin doch Pro. Ja, ich bin super Pro, man sieht's richtig. Ich bin ja schon Level 50 und so alles. Meine Fresse. So, jetzt aber TEP. Also TEP-Verteilung ist auch so eine Sache. Verzauberung, Level 2, ja gut, da gebe ich jetzt mal was drauf. Alter Schwede, 760. Das meiste weg. Impuls brauche ich sowieso mehr. Die Frage ist halt hier, wofür gebe ich es aus? Was ist besser, was ist schlechter? Schmetterschlag. Bei Schulz sowieso so eine Frage, weil er hatte Monado-Techniken und normale. Was mache ich da? Gebe ich es mehr auf Monado? Mache ich mehr einen Ausgleich? Was ist besser? Ja, ist halt blind und da. Ja gut, nein, ich meine, es ist ja auch spannend, so für mich zu sehen, was ist besser. Wo muss ich mehr Prioritäten setzen? Momentan würde ich sagen, vor allem auf Monado-Techniken, oder? Shield ist nicht so super, vor allem nur bei Spezialtechnik funktioniert, daher lasse ich den jetzt mal. Verzauberung war gut, jetzt Schmetterschlag noch und dann war's das hier. Ich denke mal hier 3, 3, 2, 2, das ist gut so. Gehen wir weiter zu dem da, zu dem Typi. Dem Typi namens, der Wiese ist schon wieder scheiße, hab's vergessen. Mir fällt sicher da ein. So, ich habe ja schon gesehen, aber nach ein paar Tagen hier wieder gelöscht worden quasi, weil es schon zu viel hat. Wie auch zum Beispiel gibt es hier zum Beispiel Schwertramme. Alter, die macht so viel Damage und was hat der da drin? Irgendwie sowas wie, wo war jetzt der schon wieder? Ah, hier. Knochenhaken. Schaden, etwa ein Fünftel davon.
Ja, okay, ich weiß, aufladen ist um einiges besser als die Schwertramme, aber während der Zeit könnte der Typi, ich weiß ja noch den Namen nicht, könnte der Typi ja irgendwelche anderen Attacken einsetzen, um uns zu schützen oder uns zu leveln oder was weiß ich, dass alles machbar wäre. Oh, Hammerschlag, aber schon... Moment mal, aber schon abgegradet. So wenig Schaden, echt? Großer Angriffsschwung, der die Wut der Feinde im Umfeld erhöht. Okay, ich kann mich ja zwar irren, aber ich glaube, Wut ist momentan nicht so das Praktische für uns. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe. Tauschen wollte ich doch. So, Schwertramme. Ach so. Gut, jetzt habe ich die Schwertramme wieder drin und den anderen raus. Schwertramme. Oh, unbedingt trainieren, unbedingt. Alter Schwede. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Guckt euch das an, was der für ein Damage macht. Alter. So, Berserker. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Klar könnt ihr mich jetzt hier durchgucken, aber... Also es ist super interessant für euch, ich muss es schon sagen. Das ist Let's Play-Unterhaltung vom Allerfeinsten. Ich meine, ist Mucke cool. So, Verfügung, wenn eine Aura besteht, senkt Feindesstärke. Besteht eine Aura? Aber die oftmals? Ja komm, 140 kannst du machen. Das geht schon. Ein bisschen Schaden. Fühlt allmählich die Spezialanzeige. Ja. Brauche ich die? Moment. Aura reduziert physischen Schaden. Ja, ist das der Schaden, den ich bekomme oder den ich austeile? Aura, die Abwehrkraft der Opfer und die Angststärke zu stärken. Er ist eher dem für die Abwehr, nicht wahr? Das heißt, wäre schon gut, die beizubehalten. Niederschlag, der ist gut. Ja, gut, fürs dritte, ja, gut, kann man machen. Vielleicht eine shit Waffe aus dem Angriff zu blocken. Ja, unbedingt, hey, unbedingt. Ja, wobei. Ja, Wirkungsdauer, ja, gut. Lass ich mal so, dann am 40, was mache ich jetzt noch? Ah, dann 64, nehmen wir halt zum Berserker. Leute, ich fürchte, ich mache jetzt hier einen groben Fehler, ich weiß, aber ich muss mal wagen. Drehschlag. Ach, der kann Schaden. Weg mit dem. Was? Nein, Moment mal. Moment mal, sogar ein Fehl. So, jetzt aber. Wo war jetzt der? Drehschlag, oder? Wo war der? Hallo, Drehschlag. Hä? Achso, hier, Kriegsschwung. So, und für den Kriegsschwung. So, raus da. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht komplett alles falsch. Der wäre auch dran. Jetzt haben... Alter. Mach mich hier nicht irre, ey. Ja, so, jetzt sie noch. Das Sharon oder so. Ne, Moment, sie ist anders. Egal, das sehe sie gleich wieder. Spielt doch keine Rolle. Wir haben hier den Heilschuss. Der war sowieso gut. Ein Schuss versetzen, das passt mir immer. Das ist auch mehr so zum uns heilen. Vielleicht das... War da noch etwas? Geschoss mit Heiläther, dass die Kappe des Gegners Gefährten stark heilt. Oh! Heiläther-Schuss, der die Kappe aller Gefährten heilt. Oh! Oh, oh, oh! So, den auch noch. Boah, ich hab gerade noch was. 2 Reinigungsschuss. Ja, komm, was soll's. Verpassen wir hier das... Oh, ups, sorry. Das war die falsche Move. Ich weiß doch. Ich weiß. So. Sind wir durch. Wir haben... Das, ja, sie ist auf Level 18, die anderen beiden Typen auf Level 19. Ja, könnte schlimmer sein. Was bist du für einer? Flüchtling. Charla hat schon eine Menge durchgemacht. Achso, ja, Charla, nicht Shauna. Aber trotzdem kümmert sie sich rührend um uns ältere Leute. Sie ist ein wirklich liebenswertes junges Mädel. Alter Perversling, ich meine, sie als Jung zu bezeichnen, ja, aber als Mädchen, naja. So, habe ich hier noch irgendwo Gegner. Da vorne noch ein paar. Was haben die? Kein Problem für uns, die sind fällig. Don't drop your guard, genau. Hallo? Achso. Bam, Da habe ich irgendwas von hinten. Wo war der schon da? Oder von der Seite? Oh, das ist Level 15, der ist Uber. Quatsch mit Soße. Die haben keine Chance gegen mich. Just one more left. Und das haben wir gleich. Finito, Incantatem, mal in Harry Potter Sprache ausgedrückt. Ja, Zangerauge, Jägerschmuck, kleiner Zangerkristall. Alles mit, alles mit. Alles, was nicht nagelfest ist.
So. Gegner. Wo ist das Riesenviech hier? Gut, eine große Fläche, das ist schon mal sehr gut, um auszuweichen und so. Das kann ich doch hier. Kann doch hier irgendwie... Na komm, schon irgendwo rein, sind irgendwie was aufzufüllen, ist doch ein Lager oder so etwas? Ne, doch nicht. Moment mal. Das Gebiet kenne ich doch. Das sieht so aus wie das, wo ich vor etwa 2, 3 Folgen war. Was auch irren, aber... Ja, das ist das doch, ich komme doch von hierher. Quatsch, von hier komme ich. Genau, hier war ich auch schon. Aber hier durch muss ich nicht, hier muss ich irgendwie da durch, wieso auch immer. Ich habe einen richtigen Weg. Das ist eine gute Frage, ich den ganzen falschen Weg. Ich muss also Kolonie 6, so waren die jetzt schon wieder. Alter, ich habe keine Ahnung, Mir fehlt irgendwie die Fahne. So, Legende ein, erstes Ziel, genau, die fehlt mir. Wo ist das? Wo ist das nächste Ziel? So weit weg, echt? Oh. Jo, wird lustig. So, obere Ebene. Aber noch gar nichts. Ich seh's. Hallo, bist du mir friedlich gesonnen? Blöde Frage. Oh, eine Bergschröte. Ja, Level 32, jo, könnte man machen. In vielleicht 10, 20, 100 Folgen. Aber sonst cooles Spiel. Nur die Gegner sind ein bisschen imbar, aber sonst cooles Spiel. Alter, das ist viel groß. Naja, Viliera, Hügel, Hogel, Bugel. Hugelbugel. Wow. Tja, ich weiß ja auch nicht. Ich gehe ein bisschen herum. Ich habe das Gefühl, ich gehe in die falsche Richtung. Doch, das ist egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Das war ein Gegner. So, wo ist jetzt dieses Riesenteil? Hallo, ich bin noch im höchsten Punkt. Ich brauche eine bessere Übersicht. Alter, was ein Ausblick. Ist das da unten? So groß ist es aber gar nicht. Das kann es nicht sein. So, jetzt mal irgendwie ein... Genau, die Kamera begutachten, zoomen. Alter Schwede, das ist eine Aussicht, hey. Riesiges Spiel. Geiles Spiel. Cooles Spiel. Ja, ich muss sagen, mittlerweile liebe ich es und es ist dabei, mein Lieblingsrollenspiel auf der Wii zu werden, nach, oder beziehungsweise noch nach natürlich. Jetzt bin ich weiter hier. Hier war ich doch erst vor kurzem. Nach The Last Story, genau, so. Und mal kurz, muss ich mich an der Nase kratzen. Wieso immer während der Aufnahme? Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt bin ich hier oben, schöne Gegend. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Wobei die andere Frage ist, wenn ich es wüsste, würde ich überhaupt dorthin gehen? Ja, muss ich ja. Muss ich ja. Mann, wo ist das Kolonie 6? Die Karte sagt mir nichts. Ja, jetzt bin ich hier oben, heißt, ich muss hier oben durch, oder wie? Also hier kann es nicht sein, hier waren wir bereits. Ja? Das war die Regolo-Brücke, genau, haben wir so gefehlt. Beziehungsweise hier oben war es irgendwo. Also theoretisch müsste Kolonie 6 doch irgendwie da oben sein. Wieso? Ne, ich kapiere es nicht. Egal, ich sagte da oben, also gehe ich auch nach oben. Zuerst noch die Items hier einsammeln. Oh yeah. Und ein bisschen hüpfen, sonst rosten wir noch ein. Ho, ho, juhu. Salto Mortale. Nee, kann ich nicht, ich bin zu faul dazu. Mann, Schulk. Wow, hier geht's aber auch steil berg runter. Ja, wir nehmen noch hier. Alter Schwede. Jo, also wenn du hier einmal runterfällst, dann bist du direkt beim großen C von Bionis. Ach, es ist Tag. Ich mag ja eigentlich Regen, vor allem Real Life, aber was sind das hier? Grabstätte? Cool. Ja, ich mag Regen, vor allem Real Life, aber hier so bei Spielen ist das nicht so mein Ding. Oh, geht's da hoch nach Kolonie 6? Den ganzen Monstern ausgewichen. Juhu, ich hab's nicht gesehen, das Riesenvieh. Ich bin ihm ausgewichen, ich bin so imbar. Nee. Ich bin so lame, das ist es doch. So, harter Lotus, ja. Bei mir ist jetzt gar nichts mehr hart, wenn das Spiel so weitergeht. So,
Wo geht's eigentlich hier lang? Sieht doch nach einer Straße, nach einem Ort aus. Sind das für Gegner? Ja, die packe ich locker. Die packe ich locker. But don't drop your guard. Ups. War ein bisschen weit weg. Wizard, sie sind hinter mir her. Schützt mich doch, meine Freunde. Nö, sie wohl nicht. Seid ihr wahnsinnig? Hallo? Geht doch so. Beschützt mich, meine Freunde. Beschützt mich. Nehme gar keinen Schaden. Was ist denn hier los? Bam. Gut, das Vieh lebt auch nicht mehr. Level 15, gar kein Problem für uns. Na, Schala? Erst bald Level 19. Yep. Sie hat Level 19. Ist das geil oder ist das geil? Gut. Oh. Beinahe übersehen. Dünnes Käferbein. So, was sagt die Zeit? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Ich muss leider die Folgen ein bisschen kürzer machen diese Woche, weil wegen Prüfungen etc. etc. kennt ihr ja Real Life. Also manchmal hasse ich Real Life. Ja, meistens nichts. Oh. Berizanga, sind die alle so imba? Weil ich will doch switchen. Na, ist egal. Wir fighten. Everyone, let's go. Wieso sind es keine Mechons? Da könnte ich jetzt richtig imba machen. Meine ganzen Fähigkeiten. Oh yeah, baby. Er will Schala beeindrucken. Der Typi, bei dem ich den Namen gerade vergessen habe. Er liegt mir aber auf der Zunge. Ist auch egal. Jo, also ich würde mal behaupten, ich bin auf dem richtigen Weg, weil so viele Gegner, das kann nur Gutes heißen. Oder Schlechtes. Was ist denn das hier? Oh, das ist ein Kokon. Hilfe! Hab ich ganz vergessen. So. Ja. Definitiv ein Kokon. Was haben wir da oben für Freunde? Ja. Genau. The enemy is weak, but don't drop your guard. Was richtig cool wäre bei dem Spiel, wäre eine deutsche Synchro. Aber naja. Ja gut, mein Englisch ist nicht so schwer, das stimmt ja schon, aber es ist einfach unfair. Und eine schweizerdeutsche Synchro, das wäre mal was, aber das gibt es sowieso nie. Ein Spiel, das in Englisch gibt, in Japanisch, Französisch, mir scheißegal, Englisch, Deutsch, aber auch in Schweizerdeutsch, das wäre doch mal was. So, was habe ich jetzt hier? Kettenstulpen, Phalanx. Was soll das sein? So, irgendwelche Gegner gerade hier? Nö. Mal kurz gucken, ich Trottel, das war der falsche Knopf. Bin ich eigentlich richtig hier? Mann, Kolonisaires kann doch nicht hier sein. Ich glaub's nicht, oder? Oder doch? Oh je, so. Wo war ich jetzt hier, Gruppe? Schulk, mal gucken, die Waffe. Schulk. So, hier kann ich den Namen nachlesen. Wayne, genau. Die ganze Ding was von Brian. Kannst du... wo war's jetzt? Ah, Phalanx hier. Ja, er hat ausgerüstet das hier, was genau? Irgendwie momentan das da, mal gucken. Ja, maximal KP 2 ja weniger, aber der Rest sieht doch schön aus. Ja. Die Frage ist halt, macht es wirklich mehr Damage? Doppelangriff 2! Ja, nochmal kurz gucken. Ich hatte vorher hier die Dampframme, die war ja auch ausgerüstet, das ist immer noch. Ich habe hier... Gut, KP hatte vorher mehr, aber... Ja, doch, 400 und macht schon was aus. Stärke war auch höher, aber dafür die Abwehr. Physische Ätherabwehr. Ätherangriff. Gleich geblieben. Ich würde mal sagen, ich lasse mal so, oder? Wobei, ja, Stärke. Wobei ich mir jetzt eigentlich schon ganz so auslegen, dass Wayne der ist, der blockt, Schulk der angreift, also der Schaden macht und dann Schala diejenige, die heilt. Das wäre, denke ich mal, gar nicht mal so übel. So, ich habe jetzt hier schöne Dinge. Ach, für die Abwehr. Okay. Wie sieht denn das aus? Total bekloppt, Mann. So, jetzt habe ich alles ausgerüstet. Oh. Oh. Also, ich habe das hier. Geht die Abwehr alles hoch, aber dafür geht auch die KP runter. Alter Schwede. Ja, gut, natürlich etwas suboptimal. Die Abwehr zu stärken, aber die KP zu. Die Abwehr zu stärken, um die KP zu verringern, so herum. Ah, das ist doch gut. Kettenstulpen.
Was Besseres im Angebot? Nee. Okay, Kettenstulpen mal ausrüsten. Yes, Mann. Jetzt sieht er doch richtig cool aus. Ja, den Rest kann ich so lassen, glaube ich. Bereits anders wie ausgerüstet. Mal gucken. Was habe ich jetzt hier? Kann ich noch was... Hier kann ich noch machen. Kampfletschins. Habe ich noch irgendwo was? Habe ich noch was? Stärke. Da ist die Frage, wo ist der drin? Ich will der Schulk nichts klauen. Ne, Moment mal, das ist bei ihm drin, oder? Kann das denn die Möglichkeit sein? Ich guck gleich mal schnell. Max KP plus 2. Stärke plus 1. Jep, die hat er. Nö, Stärke hat er gar nicht. Der war woanders. Anderswo eingesetzt. Ja, wo denn ist die Frage? Stärke plus 1, wo ist das eingesetzt? Sorry Leute, ich weiß da auch ein bisschen, dafür mache ich halt die Folge ein bisschen länger. Jetzt doch noch, ich bin ja... Ja, das heißt drum. So, jetzt will ich doch mal kurz gucken, wo ist jetzt das Teil? Wo ist das ausgerüstet? Ja, hier wäre es doch, oder? Stärke 1, Maximum KP plus 2, aber kann nicht ausgerüstet. Das Monado ist gestärkt, das stimmt. Leger Suckel. Der ist bei ihm, Doppelangriff 2. Habe ich hier von Dampframme Stärke 1, Max KP 2, kann ich alles wegnehmen. Jo, ist gut so. Dann nochmal hier rein und zack und Dilibum und Ballabam. Oh je, oh je. Nein! Sorry. Sorry, I have no more. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Bin gut drauf, so ist es. Oh, Max KP. Wollte eigentlich dringend was. Stärke ist nicht er der Typ. Nö, ich mach Max KP. Bingo, das sieht geil aus. Für die Kampflegends. Yeah, man, geil. Kann ich die eigentlich ersetzen? Geht nicht, wa? Genau. Das sind diese V-Waffen, die kann ich nicht irgendwie anders platzieren. Die sind bereits ausgerüstet, die sind so, kann ich nichts machen. Nur beim S kann ich selber noch was machen. Genau, so war's. So, Schulk. Du hast ja noch ein paar schöne Dinge, nicht wahr? Was war das gerade? Nachtvisier. Dort hat der Blitz was. So. Abwehr wäre bei dir auch nicht so übel, wenn schon der Rest nicht sinkt, oder? Was hast du eigentlich ausgerüstet? Das hier, war. Das sieht so bekloppt aus, ey. Ab 14 Agi? Ja, um 1, also bitte. Nö, ist gut so. Machen wir den Jägerschmuck. Ist noch ausgerüstet irgendwie? Nö, aber können. Ja, was soll ich sagen? Sieht schon bekloppt aus, oder? Müsst ihr mir einfach zustimmen. So. Bevor ich es noch vergesse. Der ist ausgerüstet. Der ist gerade nicht drin. Stärke 1, kann nie schaden bei ihm, nicht wahr? Holmes Brustplatte. Holmes. Haben wir noch was Besseres, wenn ich schon mal dabei bin? Nö. Schöpferschutz. Mann, ich will doch noch. Schöpferschutz. Nö. Ist doch alles übel. Kampflegends, wie sieht's hier aus? Na. Scheiße. Tempostiefel. Bin ich schon schnell genug? Jo. Nö, Schulk, das passt schon, Du bist momentan gar nicht mal so übel ausgerüstet. So. Alter, bei ihr müsst ihr dringend was machen, ey. Schalke wäre da eigentlich nur eine Waffe, es ist ein bisschen suboptimal, runde Kappe. Also sicher noch was Besseres hier, oder? Ist zwar der eine Wert besser, für die anderen beiden schlechter. Nee, komm, lass. Rundes Top. Ist auch alles scheiße. Quarzstulpen, vielleicht hast du da noch was Schickes? Mann, ist der eine Wert besser, das andere ist übel. Oh, Autoangriff. Dafür sind die viele unten. Ja, das ist schon eine beträchtliche Menge. Mann, nee, also Schala, du bist echt ein bisschen wählerisch. Typisch Frau, was? Nee, sorry, war nicht so gemeint. Ist nicht bei allen Frauen so. Nur bei den meisten. Jo. Nee, komm, das bringt bei ihr gar nichts. Muss auch dazu erst bessere Dinge. So, tschüss, gehen weiter. Oh. Was haben wir das für... Oh, danke den da. Egal, mach halt zuerst den. Wow. Ja, ich mach gut Damage. Was macht ein Schaller da unten?
Ja, too easy, ja. Ich erinnere gerne an den Gesichtsmechon. Too easy. Oh, das ist sogar Level 18. Jetzt wird spannend. Oh, ich bleib mal ein bisschen hinten, wa? Mach dir mal. Was? Einmal draufgehauen. Hey, das mir auch noch ein bisschen. Alter Schwede. Na, ich fürchte, das hält nicht lange an. Kennst du ein Kriegerdiadem? Karte sagt nichts Neues, oder? Sorry Leute, es müssen noch kurz sein. Ich mach's ganz kurz. Ganz kurz, nur bei Schala mal gucken. Schala, kannst du da was machen? Das war hier, oder? Kriegerdiadem. Ich glaube, ist das vielleicht sogar für sie? Speziell? Das sieht ja aus wie ein Gegner. Ja, aber steht ihr gut. So, hier noch... hier habe ich noch was gehabt, was? Nee, doch nicht. Sieht schon krass aus, was? Ach ja. So, wir fangen mal da, oder wo bin ich? Schrein Daksha, ja, muss ich hier hin oder was? Ich meine, Schrein ist schön und gut, aber ich möchte nicht gerne schreien. Kolonie 6 liegt am Ende der Magwal-Straße an den Kaspar-Fällen vorbeiführt. Geh nach Kolonie 6, um Chuchu zu retten. Ah, endlich haben wir was angezeigt. Hey, gut. Kolonie 6 liegt am Ende der Magwal-Straße an den Kaspar-Fällen vorbeiführt. Okay, Magwal-Straße, Kaspar, Dingsbums. So. Ja, dann wär's ja hier, wa? Sagen wir, dass ich ganz den falschen Weg genommen habe, da heißt von Anfang an und ach du Scheiße. Na egal, gut, ich denke mal, von hier gibt es sowieso einen Weg dadurch, oder? Da könnte ungefähr klappen, jetzt können wir ein bisschen trainieren hier. Alter Schwede. So Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge bei Xenoblade Chronicles, bin ein bisschen hier verpeilt und so, aber ehrlich schon gesagt, ein bisschen trainieren kann nicht schaden und ich denke mal, auch wenn die Waffe, beziehungsweise das Level noch nicht reicht und Hilfe, und auch das Monado vermutlich noch nicht stark genug ist für den Gesichtsmechon. In der nächsten Folge werden wir uns weiter aufmachen nach Kolonie 6. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.